Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 7 Biohazard Not a Hero auf Pelzig. Yo. Dann gehen wir mal weiter hier. Probieren wir uns mal durchzuschleichen. Eventuell reagiert das Ding nur auf Höhe. Scheint so zu sein, er reagiert wohl nur auf eine Höheschranke. Können wir das Ding außer Gefecht setzen? Nö, na toll. Also wegschießen können wir es auch nicht. Die scheinen mal gepanzert zu sein, die Dinger. Ups. Hallo Kumpel. Okay, ich könnte sie natürlich auch durch Heal-Locker einfach, aber wäre ja zu einfach, ne? Wäre ja munitionsbejahend. Okay, ich schleiche mich jetzt weiter hier raus. Oh Mann, das ist ganz schön dusch da, wenn ich so die Facecam neben sehe. Okay. Ja, die Musik macht es auch nicht gerade großartig besser. Also ich muss sagen, es ist bisher eigentlich Survival-Horror stimmiger als gedacht. Ich habe gedacht, das wäre einfach der reine Action-Shooter und Arena noch Arena und Rumgeballer noch Rumgeballer. Also meine schlimmste Befürchtungen sind auf jeden Fall mal nicht wahr Woche bei dem DLC. So viel muss ich sagen. Und gestehe. Ach, das sind einfach nur Chipkarte, die du dran hängen. Aller Hopp. Jetzt sind wir wieder in so einem Gebiet. Aber das sind stinknormale Molded. Ohne Waffe. Hinter uns dürften auch noch welche sein. Irgendwas ist auf jeden Fall noch hinter uns. Ah ja. Du hast noch welche. So. Was du brauchst, ist einen Besuch beim guten alten Dr. Fuß. So. Und dann geht's doch noch wohin? Oh je, da bilden sich immer mehr noch von deiner Knetarinos. Okay. Dann schleichen wir mal. Ist ja gut. Ist ja gut, Alter. Kapiert. Ist ja gut, Mann. Hab's ja begriffen. Alter Latz. Ist ja gut, Mann. Okay, das sind noch stinknormale Molded hier. Also da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Durch die der sind wir kommen. Dann sollte man vielleicht da weitergehen. Ups. Nee, von da sind wir kommen. Also diese ganze Molded, die verleiten natürlich sehr dazu, drauf zu schießen. Und die Munition zu verschwenden. Ne, von da kam man nicht, oder? Ich mit meiner super geile Orientierung. Es waren noch 2, wo ich herkam. Egal. Als weiter, als weiter. Wird schon irgendwann stimmen, wo ich bin. Okay, was kommt da? Ah, wieder so einer. Gut, das killt dann schon instant. Das finde ich sehr gut und arschständig. Da können wir auch noch wo durchgehen. Ups. Welcome to the jungle, Jungs. Ihr droppt aber leider keine Munition. Das finde ich etwas schade. Nee. Außer eklige Fettflecke hinterlassen die Bursche nix. Na gut, dann sollten wir hier vielleicht zumachen, wenn möglich. Nö. Alle hopp, dann nicht. Dann halt nicht. Also irgendwas stolpert auf jeden Fall auch noch auf uns zu. Ich höre es ja schon. Stinkt normal die Pistolenmunition, die begrüße ich total. Ups. Hallo, mein Freund. Ich sag einfach nur Hallo, mein Freund. Und die sind wieder weg. Und hinterlassen mal wieder nix. Ich hasse so habe nichts als Gegner. Das werden wir dann bei dem Let's Play zu Final Fantasy 9 öfters mal hören mit habe nichts. Wenn man du nichts klauen kann bei den Gegner, hast du immer gleich ein habe nichts. Alter, was ist dann das? Alter! Gott! War
war der einfach kopflos. Na, herzlichen Glückwunsch. Hinter uns marschiert jetzt erstmal nichts mehr. Aber hier bilden sich spontan wieder Molded und kleine ekliger. Mini-Molded. Pistole und Flinte-Munition finde ich sehr gut. Oh, das ist wieder so ein Schimmelbacker. Der sich regeneriert wieder. Ich bräuchte mal wieder mehr Ramrod-Munition. Das sind normale Molded. Bitte der reine Aufsteller. Sehr schön. Die lassen sich wenigstens noch normal hinkriegen. Gewitter erleid. Okay, die kamen von dort. Siehst du, will ich mich auf jeden Fall noch umgucken. Oh ja. Ups. Ja. Gut. So viel zu euch. Dann mag ich hier noch die Gegend checken. Man doch nicht eventuell irgendwas vermissen. Brennmoll. Das würde ich sehr begrüßen. Das mit anderer Munition zu erledigen ist schon schön genug. Gut, da können wir auch noch durchgehen. Da stolpern auch noch so zwei Kasper durch die Gegend. Kommen wir von da nicht? Ich habe total die Orientierung verloren. Ich meine, ich habe nie welche besessen, aber ich habe null Orientierung mehr. Ah, jetzt habe ich das Gebiet umgangen. Okay, gut. Gut. Den lasse ich jetzt mal auf dem Boden bleiben. Dann gucke ich jetzt noch in die Richtung. Da war ich nämlich noch nicht. Mag noch gucken, was hier unten abgeht. Ah ja. Da hätten wir möglicherweise einen Dietrich verpennt und eine antike Münze. Okay, war doch noch wichtig, dass ich hier war. Sehr schön. Gut. Dann wieder dort hier. Und dann haben wir die große Flak hier umschifft und können hier weiter. Okay, jetzt sind wir erstmal aus dem ekelhaften Pilzgang raus. Und hier haben wir nix. Gut, 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 gut. Warte noch irgendwas? Ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte was gelesen noch. Ne? Nicht? Okay. Dann sehe ich mal wieder nur Phantome. Ala hopp. Guti Sach. Dann wird der Tunnel auch erledigt. Hoffe ich. Und wir können in der Nachtsichttunnel. Da werden wir dann wahrscheinlich einen Schlüssel finden, um die Gesichter-Dinger hier aufzukriegen. Aber vorher Vorher würde ich ganz gern noch... Ah ja, okay, 4 hätten wir nur insgesamt. Ich hole mir noch Steroide jetzt. Ich brauche das. Ich vermisse der alte Steroide Redfield. Von daher, der braucht erstmal Steroide, der Kerl. Ganz dringend. 1, 2 und 3. Was du brauchst, mein Freund, sind ordentlich Steroide. Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Petzerei. Ja. Und wieder ist der Penis so ein Stück geschrumpft. Maximale Gesundheit haben wir dafür erhöht. Alles klar. So. Dann können wir jetzt auch hier durch. 4 andere antike Münze müssten wir noch Eissacker. Ja, da brauchen wir dann das Dingens dafür. Und möglicherweise ein bisschen mehr Ramrod-Munition. Ja, die sieht ein bisschen mau aus. Für den anderen Riesen... Upsala! Was war dann das jetzt hier? Oh, also die besser nicht betrete, die Platte. Also für den anderen Knetkopf bräuchte man wahrscheinlich etwas stärkere Ramrod-Munition. Ich traue mich da noch nicht zurück. Wenn es nicht heißt, wir haben die Munition, um gegen die große Ramrod, sag ich, um gegen die große Molded, die sich regenerieren, zu kämpfen.
Okay, dort haben wir wieder sowas gefunden. Das ist sehr gut. Können wir einer wieder machen. Hier sieht es auch noch einigermaßen stabil aus, aber die Flinte sieht schon mal ein bisschen besser aus. Deswegen bleibe ich erstmal bei der Flinte. Da haben wir ein bisschen mehr Munition dafür. Ja, ohne Nachtsichtgerät wären wir hier definitiv gearscht gewesen. Ich wundere mich echt, warum die dem Kerl doch eine Taschenlampe mitgeben haben. Das gehört doch eigentlich zur Standardausrüstung von Soldaten dazu. Naja. Ah, ein Dietrich haben wir ja auch, genau. Dann können wir das nämlich auch knacken. Und hier drin haben wir Antiregenerationsmunition Rimrod. Ramrod, nicht Rimrod. Warum auch immer Rimrod? Geht. So, jetzt haben wir die wieder. Das ist doch äußerst nützlich. Gut, dann wieder auf die Flinte zurück. Und dafür war der Dietrich dann, ach gut, dann können wir hier die, wobei, da machen wir lieber Munition rein. Da haben wir jetzt insgesamt 2 antike Münze. Fehlen nur noch 3 für das andere Ding. Ja, da haben wir Infrarotstrahler, die wir hier sehen können. Glücklicherweise. Was auch geil ist, ist, dass ich jetzt wieder mit Facecam aufnehme. Dann sehe ich hier immer, wie viel Zeit vergeht. Das heißt, hier kann es nicht passieren, dass ich zu früh meinen Cut mache. Mhm. Hier sehe ich schon eine Stolperdraht. Yep. Genau für sowas. Genau dort davor habe ich das Zeug. Alla hopp. Dann kann ich hier sicher weitergehen. Schauen wir mal, was da passiert. Zonk. Ah, hier bin ich hinter der Holzbarrikade im Hauptschacht gelandet. Das ist wohl Lukas persönliches Fallospielchen hier. Aber es ist generell immer Lukas Parcours. Von der anderen Seite verschlossen. Na, großartig. Kann ich das Ding... Ah, wie immer so Fleischballer drin sind. Das ist so... Upsala! Hoppala! Steht er nochmal auf? Oh Gott sei Dank. Aber der platzt ja. Alter, wie ranzig. Im Vergleich zum anderen, also zum Hauptspiel von Resident Evil 7, bin ich ja hier jetzt auch in meinem Sessel drin. Da habe ich den noch nicht gehabt. Ich finde es sehr angenehm hier, in dem Sessel zu sitzen. Ist schöner und angenehmer als auf dem anderen Stuhl. So. Was haben wir hier dann noch? Lauter Bobbecap. Ah, na. Hier geht 50 Shades of Lucas. Kotz, Alter. Das können wir auch archiven. Lauter Ballons wieder raus. Da sind keine Nägel oder was drin. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Arzneispritze. Ja, wir müssen das irgendwie... Müssen wir den Weg freiräumen. So, also der muss weg. Genau, da ist hier versperrt. Das ist schon mal praktisch. Dann versuchen wir mal Dendo reinzurammen. In der Hoffnung, wir können hier das Tor brechen. Und... Alter, wie du einfach nur so eklige Fleischbecher drin... ekelhafter Fleischsäcke drin sind. Das ist so widerlich und ranzig, Alter. Okay, wieder einer geplatzt. Das könnte was Optionales sein hier. Und da können wir nichts machen. Okay, da sind jede Menge Ballons drin gewesen, die geplatzt sind. Was haben wir dann hier? Hier immer der. Und da ist nichts mehr. Aller hopp. Gut, dann gehen wir nochmal durch die der durch. Wahrscheinlich können wir von der anderen Seite aus entsperren. Ah, nee, du ist wieder so Gesichter der. Aber du ist auch noch was. Ein Lagerraum. Oh. Ja, du ist der Clown wieder aus seinem Folterzimmer im Gästehaus oder was das war. Oder im Neubau, oder wie das Käse hat. Das ist der Labyrinthbereich von Lukas. Flinte-Munition. Arzneispritze. Hier haben wir erstmal nix.
Oh Mann. Oh Mann. Ich will zu dem Clown nicht hingehen. Da können wir auch nicht aufmachen. Kommt bestimmt irgendwas rausgestürmt später. Noch eine antike Münze. Sehr geil. Wären wir bei 3. Insgesamt brauchen wir nur noch 2 anderer. Ja, sieht schon gut noch Schimmel aus. Erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Alter, ist der eklig. Ah, damit können wir die Gesichter derer aufmachen. Das war so logisch, dass es was triggert. Ach, ich trigger das. Okay. Naja. Bastard, aber ich habe schon gewusst, dass es was triggert. Beziehungsweise es kommt, was ich ja denke. Bleib lecker. Tu das selber den Gefallen und bleib einfach lecker. Okay, da ist nix. Sehr schön. Jetzt können wir auch durch die ganze Gesichter derer durch. Da hat man was für uns gedroppt. Oh. Oh. Wieder so ein Kumpel. It's Ramrod time. So. Dann wieder die normale Munition. Obwohl, wir können eigentlich ruhig auf die Ramrod-Munition gehen. Und da ist noch was mit dem Gesicht rauskommen. Okay. Dann gucke ich mich aber vorher nochmal in der Schächte hier um. Weil hier haben wir ja auch aufgeknackt. Nicht, dass das eigentlich der optionale Bereich war. Sieht nämlich so aus. Ja, es sieht ganz so aus, als wäre das der optionale Bereich gewesen. Aber da komme ich leider nicht durch oder vorbei. Ist ja auch zu viel von einem Soldat verlangt zu klettern oder zu springen. Okay. Der Vollständigkeit halber schmeißen wir das Ding jetzt einmal fort. Einfach nur der Vollständigkeit halber, ne, dass sich hier drunter vielleicht eine Münze oder was befindet. Nö, offensichtlich habe ich hier nichts verpasst. Na gut. Okay. Dann gehe ich halt so weiter, wo ich weiter soll. Durch die Gesichtrians der. Dafür habe ich jetzt einen kühle Clown-Schlüssel. Ich habe ihn auch immer noch. Ja, ich behalte ihn immer noch. Ein Schlüssel mit einem Clown-Gesicht auf dem Anhänger. Okay, ich wollte gerade schon sagen, es wäre ganz nett, wenn sich das Ding einschalten würde. Clowns sind komisch. Nur so nebenbei mal bemerkt, so die Homer Simpson Aussage. Okay. Da geht's weiter. Da könnten wir könnten noch mal eine Granate reinschmeißen. Ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und? Ja. Das löst nämlich die ganze Scheiße hier aus. Und dann kommen wir auch hier gut und sicher durch. Ohne irgendeinen Scheiß. Ach du liebe Zeit. You okay? Hang on. I'm coming. Wer? Ich sehe hier leider niemand. Oder hinter irgendwas. Na gut, dann schmeißen wir halt die Armor-Granate rein. Und? Oh, scheiße. Okay. Okay. Na gut. Dann machen wir das vielleicht doch nicht. Wobei. Nee, generell eine gute Idee, wie es aussieht. Okay, ich hab's kapiert. Ich wollte jetzt eigentlich fortrennen, aber na gut. Dann halt nicht. Dann probieren wir das anders. Hey, you okay? Hang on. I'm coming. Es muss ja irgendwie gehen. Guck mal, da ohne Dietrich noch dran. Da können wir anscheinend nicht öffnen. Egal ob Dietrich oder nicht. Okay. Na gut.
Weil Ding löst dann hier die Gesamtexplosion aus. Und dann hast du tierisch in die Hose geschissen und lebst in einer Welt voller Scheiße. Um Full Metal Jacket mal zu zitieren. Okay, da geht's dann durch. Also ich würde sagen, wenn ich da bei dem Kumpel angekommen bin, kann ich da auch schön meinen Cut setzen. Und du traf vorbei, hier durch. Und dann muss ich da entlang. Ah, okay, den hätte ich dann sowieso gekillt. Na gut. Lebt er überhaupt noch? Sieht nämlich nicht so gut aus. Marquez? Ah. Wrong move, Chris, old buddy. Oh oh. You can die now, Chris. Fuck! Oh oh. Und das überlebt er dann? Was ist dann jetzt passiert? Ist er jetzt sein Arm abgerissen oder was? Okay. 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 Dann probieren wir halt mal die Falle zu deaktivieren. Aber ich würde sagen, das machen wir dann übermorgen wieder bei Let's Play Resident Evil 7 Not a Hero auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Ian Yankee.